Goedemorgen, ik ben Rejiet en in naam des Herrn Jesus. Het was goed hier, man kunt zijn, wir sind auch wie in Leamington, haben nur sehr gesehen die Zeit, aber wir vermissen das immer, wenn wir hier nicht beginnt sind. Für das Morgen, wenn wir die Bibel mit haben, dreht nur Galater, Kapitel 4, und weil du mehrere Verse lesen, und dann auch uit Galater, Kapitel 3, wo wir anfangen mit Galater Kapitel 4 von Vers 1. Galater 4, Vers 1. Ich will von Vers 1 der 7 durchlesen. Er sagt, ich sei aber, solange aus ein Ohr noch nicht mündig ist, erst zwischen Arm und ein Knie kein Unterschied. Wann hij ook al alles eend wat hij voor de heeft. Hij staat nog onder goudmannen en verwalter, wat de tijd komt, die hij voor de bestemd heeft, dat hij dat afgoud kriegen zal. Zo is het ook met ons. Zolang als we aanmindige dingen wären, stunden we aan de aanvangslehren in deze wereld verskloft. Aber als die Zeit erst gekommen wird, schickt Gott sein Sohn, geboren von einer Frau, in unter das Gesetz gestellt. Er soll die losgeben, die unter das Gesetz wären, dass Gott uns kann annehmen als seine Kinder. Und weil die nu Gott seine Kinder sind, hat er uns seinen Sohn, sein Geist, en dat Hort gegeben, die am anroepen als Vater, lieber Vater. Doorweens dat je nu niet meer Sklaven, aber Sehns. En wanneer een Sehn, dan ook een Orv, wils Gott junt, dort hij gemerkt heeft. Een fijn beeld hebben we hier van die wat door een gezet zijn en die wat door vrijgemerkt zijn wat nu Christus aangehören. En hij brengt hier een beeld van kinderen wat nog niet abgewassen zijn, wat nog niet oud genoeg en wijs genoeg zijn en fähig zijn zelfs Entscheidungen te merken. Meeste von uns sind bekannt, meeste von uns haben vielleicht kleine Kinder oder haben kleine Kinder gehabt. Und wenn nicht, wir sind kleine Kinder gewesen. Und wir wissen dort, kleine Kinder haben nicht die Fähigkeiten, Entscheidungen zu merken. Die Älteren merken alle Entscheidungen, wenn die ganz klein sind. Was die eten wollen, wenn die schlucken wollen, was die sich antreiben wollen, jede Entscheidung wird von den Älteren gemerkt. Aber wenn die erst abwassen, dann lernen wir die selbst Entscheidungen zu merken. In so ein Bild bringt er hier von so einer, was du noch nicht durch den Glauben sind teilhaftig geworden an der Dreck Gottes, wo noch nicht Jesus kann als persönlicher Heiland und Herr, die sind noch unter das Gesetz. Die machen alles nur um Gesetz tun. Jeder Port von der Leben muss regiert worden von Gesetz. Und was dort ist interessant, dort, wenn wir abwassen tun, dort viele von uns haben Schwierigkeiten mit den Dingen aufzulegen. Paulus sagt es, als er ein Kind war, dann tut er kindliche Dinge. Er dachte so als ein Kind und er lebt so als ein Kind. Aber er sieht, als er abwasst, dann lernt er die Dinge zu sehen und dann tut er nicht mehr kindliche Dinge. Da wir eine Zeit, wo er ganz unter dem Gesetz war und er sieht, so wie das Gesetz anbelangt wird, er wird fehlerlos. Er voll das Gesetz kriegt nur. Über den Tag, als er den Herrn Jesus auf dem Weg durch Damaskus begegnen hat, er dachte, er dein Gott, aber durch gingen ihm die Ohren auf
En då wordt hij aan, durch de gesatzeswoorden weer het onmiddellijk God te gevolgen. Hij houdt al die gesatzen gehouden. Hij houdt den Sabbat immer. Hij houdt al die vasten wat Israël bevolen wird, wat hij houden zal. Hij deed niet zo'n eten wat er verboden wird, wat ze niet eten zullen. En vele andere dingen, wat het gesatzverlangen deed, doorstreeft hij nu dat deed hij. Hij leeft nu dat gezats nu. Maar als hij den Herrn Jezus bejenen deed, dan zegt Jezus, du vervolgst mij. Dan wordt hij aan dat met het gesatzeswoorden weer onmiddellijk God te gevolgen. En door je roots wankt hij aan. Door wordt hij fysisch blind, maar door kan hij geestelijk zijn. Door ging aan de geestelijke uren op. En dan zegt hij, Herr, wat was du dat ik doen zal? Van door aan wordt hij, wie hij niet meer van de gesatzen gecontroleerd, maar van door aan wie hij van de Geist Gottes gecontroleerd, wat nu in zijn leven wonen leidt. En dat weer de onderscheid. En weet je, wie zijn dat ook zo gewaand, wie wassen ab, wie zijn abgewassen onder dem Gesetz. Hier steht das Gesetz von unseren Eltern. Die machen die Entscheidung für uns. Und vielleicht langsam haben sie uns vielleicht ein bisschen wieder losgelassen, oder wir haben uns losgereden, und wir dürfen nicht mehr ihre Gesetze, kriegst du nur folgen. Aber wenn wir nicht sind frei geworden in Christus, dann streben wir noch immer nur das Gesetz. Wir sehen dort, viele Menschen, die al abgewassen sind, die kijken nog immer nur Gesetzen und die sehen noch immer nur einen Platz, wo das rechte Pakt Gesetzen geholt worden und dann wollen sie proben, du auch mit beizugehen. Aber dann, wenn sie durch beigehen, dann wollen sie an, du sind gewisse Gesetzen, die holen das wirklich sehr wichtig. Oder, du sind gewisse Gesetzen, die gefällt ihnen bloß nicht. Dort legen sich, so dass nicht gleich möglich. Und wie zijn het entscheiden, zoveel? Dat mensen, die proben Menschen te controleren met gesetzen. En wat je dort is verzonnen, wordt nog niet Christus kan. Dat is verzonnen, wordt nog niet wahre geboren zijn. Voor die is dat Gesetz. We wollen een beetje wieder zijn, wordt dat Gesetz gegeven wird. Aber sagt er dann, solange als wir nicht wirklich Christus kennen, sagt er dann erst zwischen uns und den Sklaven, kein Unterschied. Wir sind Sklaven. Wir sind Sklaven und ihr das Gesetz. Sagt er so, in Vers 3 sagt er, so ist es mit uns. Solange als wir anmündige Kinder werden, stehen wir alle an die Anfangslehren in dieser Welt versklavt. Wir werden nicht frei. Aber wo kein Christus, hat uns frei zu merken von den Fluch, von dem Gesetz. Wie das Gesetz kann nicht Leben bringen. Das Gesetz wird nicht Vergebung an. Das Gesetz bringt bloß Verdammnis zu denen, die das brechen. Und wir machen Tauschstellen, wenn wir das Gesetz dann checken, dass jeder einer von uns macht Tauschstellen. Ich habe das Gesetz nicht vollkommen geholt. Wenn Saul, was Luther Paulus wird, als ein Pharisäer und als ein Schriftgelehrter, der sich da hat nicht studiert und die sehr mit geäuft und alles anwenden, der Utfunk, dass er nicht geraten worden durch das Gesetz. Wo glauben wir, dass wir die Möglichkeit haben, durch die Gesetzesworte gerecht zu werden, dort erst allmählich. Aber da sagt er, dass Gott schickt seinen Sehen, in Vers 4 sagt er, dass er soll die loskeipen, die unter das Gesetz wären, dass Gott uns kann annehmen als seine Kinder. Jesus kam, uns loszukeipen von der Schuld, was wir in dem Gesetz verschuldigt haben, dass wir können Gott seine Kinder werden. Und wenn wir Gott seine Kinder sind, wo wir Luther sein, dann hat das Gesetz uns nicht mehr zu sein.
Wenn wir so leben, als der Geist uns leiden wird, dann sagt Galater Kapitel 5, dann Vers 22, 24, sagt er, je Sonne, es hat Gesetz nicht. Oder je Sonne, es kein Gesetz. Aber solange als wir nicht Christus kann in sein Geist in uns wohnen haben, dann sagen wir, unter das Gesetz. Und das Gesetz macht uns glauben, und das Gesetz bringt in Fluch, in nicht Leben. Das Gesetz wird nie nicht gegeben, zum Leben bringen. Die Bibel sagt, wenn das Gesetz hat könnte Leben bringen, dann hat Christus nicht dürfen sterben. Aber das wird nicht möglich. Und in Vers 6 sagt er, und willst je nu Gott seine Kinder sind, dort als für die, wird Jesus Christus Han angenommen als ihr persönlicher Heiland, dass er ihre Schuld betont hat, sie sind frei geworden, losgekauft, sagt er today, dann sagt er, hat er uns seinen Sinn, seinen Geist am Hort gegeben. Und sein Geist, der uns leiden in alle Wahrheit, der uns leiden auf Gerechtigkeitsweg, dann brauchen wir nicht das Gesetz. Dann haben wir ein persönliches Verhältnis mit Gott, weil sein Geist wohnt in uns. Und dann leben wir nur sein Wort nur und nur noch aus sein Geist uns leiden wird und nicht nur im Gesetz nur. Vers 7 sagt er, du sei je nu nicht mehr Sklaven. Sieh, das für dich, wo Christus sein Geist in sich wohnen hat, sagt er, ihr seid nun nicht mehr Sklaven. Ein Sklave ist unser Gesetz. Ein Sklave wird klar gesagt, was er tun kann, was er nicht tun kann. Und wenn er das tun muss und wenn er das nicht tun darf. Der ist unser Gesetz. Aber der, der frei ist, der wandelt mit dem Meister. Der hat ein Verhältnis mit dem Meister. Daarbij sei je nu nicht mehr Sklaven über Sehens. Und wenn in Sehen, dann auch in Ohr. Wie es Gott jünt dort gemerkt hat. Sie dit wie Gott sein Plan vom Anfang an. Aber er braucht das Gesetz nennen, um uns zu wiesen, wo wir kalt kommen leiden, dass wir nicht können mit uns selbst ab Gott sein Weg leben. Dass wir allmählich für uns. Und so er braucht das Gesetz nennen, und das Gesetz weiß uns, wer wir wirklich wären, und dann auch, wo wir in Leise brauchten, und dann schickt er sein Sehen, um uns loszukiten, da wir Sklaven und das Gesetz wären. Nu direkt in Kapitel 3, nu Galater Kapitel 3, und fangen an nur von Vers 22. Galater Kapitel 3, und Vers 22. Und wenn je das nicht in der Bibel mit haben, und je das wel Lothar nu lesen, da je in der Bulletin, du hast eine Seite, wo du mehr sladig hast, schrieb je diese Schriftstellen du ab, dass die Tüstchen nu lesen und nu studieren. Galater Kapitel 3, fang an von Vers 22. Dass die Schrift übersagt, dass die ganze Menschheit von der Sinn beherrscht wird. Dass die durch den Glauben können gejeft werden, was die versprechen wir, die an Jesus Christus glauben würden. Das Gesetz, die Schrift sagt uns, dass die ganze Menschheit, wir unter das Gesetz, die ganze Menschheit, wir Sklaven, und wir beherrscht von Sünden. Die hatten nicht die Fähigkeit, reich zu leben. Wie allmählich. Paulus redet von seinem fähigen Leben, wo er in Christus kennt, sagt er, dort, wo ich tun will, das tue ich nicht. Dort, wo ich nicht tun will, das tue ich. Das Kampf, wie er hat eine gute Einstellung, er hat ein Verlangen, er will reich tun, aber er hat nicht die Möglichkeit, das zu tun. Was Jesus begegnet hat, was Jesus hat sein Leben übergeben, und dann nu wir sein Herrland in sein Herr geworden, dann auf eins hat Gott sein Geist in sich, und der gibt ihm die Kraft, reich zu leben, so es Gott hat gefallen hat.
in vers 23 sagt dat, in de geloven kwam, oder eier de geloven kwam, hat gesagt, de hand über uns. Solange als wir nicht am Glauben leben, leben wir das gesagt. Dann hat er gesagt, der Hand über uns, der Macht über uns. But uns der Glauben soll vergestellt werden. Und dann haben wir eine Wohl. Wenn uns der Glauben wird vergestellt, dann haben wir eine Wohl, dann haben wir uns wählen. Als wir noch wieder wollen als Sklaven leben, oder als wir frei werden, durch was Christus für uns getan hat. Vers 24 sagt er, gesagt wir durch, uns zu belehren, was Christus kam. Dit ist so lange, dass gesagt arbeiten wird in uns Leben. Was wir durch Christus kommen. Das gesagt wisst uns, dass wir kalt kommen bei Gott und dass wir Christus brauchen. Und wenn wir durch Christus gekommen sind, dann hat dort gesagt, seine Arbeit vor dich gemerkt. Das regt bloß was durch. Wir haben ein gutes Bild davon im Alten Testament. Moses ist tot mit das Gesetz. Wenn wir von Moses reden, dann reden wir von dem Gesetz. Wenn wir von dem Gesetz reden, dann reden wir von Moses. Moses kann nicht Gott sein Volk in das verheißene Land anbringen, oder bloß was nun. Von da braucht dort Jesua. Den Namen Jesua in Hebräisch als Joshua. Derselbe Name wird im Neuen Testament Jesus genannt wird. Das Gesetz kann uns bloß was Jesus bringen und nicht wieder. Wenn das Gesetz uns gewesen hat, dass wir schuldig sind, dass wir in Elisa brücken, dann hat das Gesetz Arbeit getan. Dann raubt wir Jesus an und er hilft uns Leben. Das Gesetz kann nicht Leben geben, aber Jesus tut. Jesus betont unsere Schuld, er hilft uns Vergebnis für unsere Sünden, er nimmt uns ab und sagt, er merkt uns seine Kinder, merkt uns Gott seine Kinder. Und als Gott seine Kinder sagt, er, sind wir frei, sind wir nicht mehr Sklaven, sind wir nicht mehr gebunden unter das Gesetz. Das Gesetz wir durch uns zu belehren, was Christus kam. Dort wir durch den Glauben können gerecht vor dich werden. Sie, wir können nicht durch die Gesetzesworte gerecht vor dich werden. Bloß durch den Glauben. Durch den Glauben an Jesus Christus. Nu aber, dort der Glauben gekommen ist, stehen wir nicht mehr unter die Absichten, die uns belehren muss. Nu dat der Glauben gekommen ist, dass wir den Glauben haben angenommen, dass wir Christus haben im Glauben angenommen in uns Leben. Haben wir uns freigesprochen von der Schuld von unseren Sünden, haben wir uns Gott seine Kinder gemerkt und nu sagt er, nu stehen wir nicht mehr unter Absichten, die uns belehren müssen. Weet je, kein Mensch will, dass ein anderer über den regieren soll. Keiner gleich das. Und wenn wir wollen, Gott sie Wuten entdecken, am Anfang, als Gott Adam und Eva gemerkt hat, jij fährt noch abgehen, und er sagt, sie sollen über das Fei auf dem Fleck, alle Tiere, die da krüppen leiden, die Vögel, die da fliegen leiden, und die Fisch, die da im Wasser wird, über die sollen sie herrschen. Aber nicht einer über den anderen. Ich habe gesagt, er soll über seinen Bruder herrschen. Wir wollen nicht, wir gleichen nicht, beherrscht zu sein. Wir sind gemerkt zum Herrschen. Aber der erste Platz, wo das nötig ist, dass wir herrschen dann, ist in uns selbst. Und das können wir nicht aus uns selbst, und deswegen brauchen wir Gott sehen, jetzt in uns, in dem seine Frucht ist Selbstbeherrschung. Sie, wenn wir den jetzt in uns wohnen haben, und der uns beherrschen wird, dann brauchen wir nicht das Gesetz. Er hat uns frei gemerkt davon, dass wir nicht mehr unter Absichten der sind, die uns belehren müssen. Der Herr will jeden
uns freimachen. Er will uns haben, wie soll ein Port von seiner Familie werden, in Gemeinschaft haben, in Verhältnis haben mit ihm, und mit ihm wandeln, im Geist, Gemeinschaft haben mit ihm, von ihm lernen, und so leben, als er lebt. Na, wat haben wir uns selbst verstehen, wat haben wir dazu kommen, dass wir weten, was der Wort ist. Weet je, wenn wir uns auf uns einen Verstand verloten, dann wollen wir zu der rechten Entscheidung kommen. In Jeremia Kapitel 17, Vers 9 und 10, fragt der Prophet eine Frau, sagt er, wer kann das verstehen, dass Menschen so hungrig und verdorben sind? Auf einer Seite, wer kann ein Mensch sein Hort verstehen? Ein Mensch sein Hort, sagt er, ist verdreht und sehr hingerlastig. Dann Vers 10 sagt er, der Herr versteht das Hort ganz. Er weiß alles, was zu binden ist. Der Herr ist es, was an uns Hort ist. Und so wie können wir ankommen mit den Sachen. Johannes 2, Vers 24 und 25 sagt dort hier aus Jesus mit seinen Lehren anfängt, sagt er, über Jesus vertraut sich nicht, oder er lässt sich nicht an, und anon, wils er kann an alle, er hat dort nicht neidig, dort am wer ein Zeugnis von einem Mensch jäuf, er wisst gut, was binnen ein Mensch wir. Er wisst in jedem einen. Und einzige Mal, wenn Jesus lehren deed, und eine große Gruppe Menschen wir, dann checkt er an und sagt, warum denkt ihr an jün Hort so und so? Und dann seht er gefragt, was sie denken. Die Menschen, die sie kriegen, sind frei, die werden sich nicht an irgendwas zu fragen. Und vielleicht will sie sich nicht mal zu denken. Weil er sagt, er weiß, was an ihr Hort wir, er weiß, was an ihr Gedanken anging. Und kriegt so das von dir. Weißt du, wenn wir uns selbst rechten wollen, dann wollen wir uns eine gute Grade geben. In den nächsten wollen wir nicht so eine gute Grade geben. Wir tun uns immer vergleichen mit den anderen, wenn wir uns selbst rechten wollen. Aber wenn wir durch Christus kommen, der uns Hort kennt, und even though er alles an uns anweiht, lebt er uns doch. Nicht die Dinge, was wir tun, nicht unsere Sinn, die hasst er. Über uns lebt er. In sein Verlangen ist, dass er uns alle will, unsere Sinnen vergeben, wie es betont haben wir all. Und er uns alle will ewig Leben geben, wie er hat sein Leben al abgegeben. Für all die an leben, die am annehmen. Ein Tag, als Jesus von einer Stadt oder andere reisen, die kam hier bei Samaria, auf eine Stadt an, wo du ein Baum war, wo die Menschen kamen, Wasser holen in der Stadt. Und er schickt sie die Jünger in der Stadt nach Eten kamen. Und dann kam er in der Früh, sagte bei Mittag ran, am halben Tag, Wasser schaffen. Und dort war eine Zeit, wo die meisten Menschen nicht würden zum Baum kommen. Die würden gewöhnlich in Samarias oder so kommen. Aber diese Früh, für eine besondere Ursache, kam ab Mittag. Sie wollen dann kommen, wenn das keiner deut. Sie leicht nicht mit Menschen zu sein, weil sie nicht sehr gut euer sein. Für Menschen, sie haben ein Leben, was sie nicht gern wohl haben, aufgedacht oder von gerät worden. Wir fingen an, wenn wir dort lesen, dass sie hat 5 Männer gehabt, und nun wohnen sie mit einem Taub, was nicht ermahnen wir. Und so, ich kann es ein bisschen feststellen, und dann hier in Johannes Kapitel 4, in Vers 10, Jesus redet an, dass wir sehr abfallend. Hier steht dort ein fremder Mann, wird anreden über zweitens. Dort in Jüd wird ein samaritischer Früh anreden. Dort wie über sehr, sehr leicht an die Jüden ihre Ohren. Die wird über rein nichts mit den zu tun haben. Dort liegt wie noch viel euer als viele von uns Deutsche
de Maxer an sein Leben. Und wie noch viel leer. Die wollen nichts mit dir tun haben, die wollen nicht mal reden, die wollen nicht mal mit dir irgendwo kommen. Aber hier, Jesus redet an und fragt als was wird geben zu trinken. Und sie wird so überrascht und sie aber, wo jaft das so, dass du in Jud, wo ich mir, eine samaritische Frau, nur Wutter fragen. Und hör ich mal, was Jesus sagt in Johannes Kapitel 4, Vers 10. Sie, Jesus kann Sagt Jesus antwortet und sagt wenn du die Gottesgabe kannst, und wisst, wer das ist, damit die zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wirst du angefragt haben, und er wird dir lebendig Wunder geben. Jesus wisst alles an dieser Früh an. Er sieht als Jesus sagt, go auf den Mond, dann sagt sie, ich habe keinen Mond. Sie sagt, du hast recht gesagt. 5 Stück hast du gehabt, aber den hast du ich den Mond. Er deckt alles auf und beweist dir, dass er wisst alles am Arm. Aber hör mal, Jesus hat nicht verdammt. Jesus sagt, wenn du die Gabe Gottes kannst, dann wirst du mich gefragt haben, und ich würde dir Leben jetzt Wunder geben. Weet je dat erst nicht? Als wir so viel oder zu viel Sinn begonnen haben, das hat nichts mit den Dingen zu tun. Das hat bloß zu tun mit, als wir nur Jesus kommen mit unseren Sinnen. Betont haben wir die all. Und als wir anlassen, die Schuld ausstrecken, wegwaschen, uns reinigen davon. Er sagt, wenn du die Gabe Gottes willst, nicht der Lohn Gottes, er sagt, die Gabe Gottes ist ein Geschenk. Ich habe nicht betont, ich habe es nicht verdient. Der Herr Christlich, als du ein Jude oder ein Samariter oder ein Mexikaner oder ein Kanadier bist, er hat kein Unterschied. Als du ein Deutscher oder ein anderer Sprach bist, hat nichts zu sein. Leute, wenn du die Gabe Gottes kannst, dann wirst du Frauen und ich würde dir geben, leben jetzt Wunder. Gott hat kein Ansehen der Person. Sein Gesetz wisst uns, dass wir schuldig sind. Als wir auch so sind, dass wir haben 5 oder mehr Partner, die oder was immer das ist, dort ist nicht die Frau. Die Frau ist, haben wir uns in Gott sein Gesetz zu sein gekriegt, dass wir schuldig sind, dass wir Sünder sind, dass wir verloren in der Sinne sind, uns selbst nicht raten können. Dann, wenn wir dann zu Jesus kommen, in Frauenarm, nur leben jetzt Wunder, nur die Gabe Gottes, sagt er, da wo ich dort geben. Und er deed. All die an am bleiben. In Johannes 7, Vers 38, sagt Jesus, wer an mir bleibt, so als die Schrift sagt, uit den sie binnensteht, worden leven je Wutterstreim ran. Wo ist das möglich, dass uit uns kann leven je Wutterstreim ran? Wenn hij zijn leven je Wutter ist, dann jeiten dat, bloß dann. Uit uns selbst haben wir nichts. Wir sind so ein uitgedrehter Baum. Wir haben nichts uit uns selbst. Kriegst du aus dieser Früh, wo Jesus sagt, wenn du die Gabe Gottes wirst, kannst, dann wirst du mir Frauen und ich würde die Leben je Wutter geben. Hier sagt Jesus, wer an Arm bleibt, so aus der Schrift sagt er, uit den sind bennestet, uit den sind jäst, uit den sind Seil, uit den sind bennestet, wo ein Leben je Wutterstreim ran. Nicht mehr bloß, dass wir dann wollen Leben haben, aber wir können dann mit anderen mitteilen, wo die auch können, das Leben je Wutter kriegen. Dort ist der Gute nodig, was wir können andere mitteilen. Und das muss ich an uns passieren, und wenn das ist an uns passiert ist, dann kann wir das wiedergeben. Was du kannst nicht wiedergeben, wenn du das nicht gekriegt hast. Aber wir haben gekriegt, umsonst, wie es heute betont hat, und die sagt, die soll das wiedergeben. Und dort ist das fertig, was wir haben. In 1. Petrus, Kapitel 1,
Vers 22 und 23. Sehr wichtige Wahrheiten hier. 1. Petrus 1, 22 und 23 sagt er, willst je an die Wahrheit holen, en jene Seilen durch den Geist en wahre Breideleib gereinigt haben, seht je einander wirklich von Harten gut, dort nie Leben, dat je nu haben, ha je nicht von jene Älteren gekriegt. Dort Leben, dort die jünt geven, dort verjährt. Das nie Leben wird ewig bleiben. Wils dort jam von Christus, durch Gott, sein ewiges Leben jetzt wird. Hier ist das Leben gewohnt. Von der ist Vatersdag. Und wir freuen uns und wir sind Gott dankbar für die Gelegenheit, dort fertig, Vater zu sein, dass durch uns hat Gott Kinder zu der Welt gebracht, wird von der Leben. Und da freuen wir uns drauf. Aber, er sagt, dort leben, was wir von unseren Vaterschalen gekriegt, dort leben, dort verjährt. Vielleicht 70 Jahre, vielleicht ein bisschen mehr, nicht viel mehr. Das ist, was Gott bestimmt hat. Und dann ist das alle, dann ist das ewig. Und viele reden nicht mehr durch. Das ist nicht das Leben, wo er hier von reden hat. Er sagt, das Leben, was wir von unseren Eltern haben, dort verjährt. Aber er sagt, das neue Leben, dort kommt von Christus und dort bleibt ewig. Sie, Christus lebt ewig. Das ist das Leben, was er uns geben, der wenn wir wieder ankommen. Er gibt uns nicht ein temporary Leben. Dort haben wir all. Dort haben wir durch unsere Eltern gekriegt. Aber das neue Leben kommt durch Christus. Was er uns gegeben hat. Was er hat sein Leben abgegeben, sodass wir können leben durch ihn. Und er sagte, das neue Leben wird ewig bleiben, weil es dort kommt von Christus durch Gott sein ewiges Leben wird. Das kommt nicht von Menschen erwurt. Das kommt aus Gott sein Wort. Wenn wir Gott bei sein Wort nehmen und leben, was er sagt, dann wollen wir ewig Leben haben. Er sagt, wer um mich lebt, so aus der Schrift sagt. Nicht so aus ein gewisser Prediger sagt. Oder so aus Janheit lebt. Nee, sagt er so aus der Schrift sagt. Sondern macht wir eine Schrift checken. Und sagen, was der sagt. Und dort annehmen und dort leben. Dann sind wir frei. Dann haben wir nie Leben. Und dort nie Leben, was er uns sagt, dort ist ewig Leben. Und dann sind wir frei, dann sind wir nicht mehr Sklaven und ihr das Gesetz haft, dann nicht mehr zu sein, bis das Gesetz haft seine Arbeit fertig gemacht an uns. Und nun haben wir ewig Leben an Christus Jesus. Aber das haben bloß die, was durch den Geist Gottes, nur das Wort Gottes nur vom Nien geboren sind. Jesus sagt zu Nikodemus in Johannes Kapitel 3, dort wird von Fleisch geboren wird, dort ist Fleisch. Sie, dort haben wir von unserem Vater. Aber dort wird von Geist geboren wird, dort ist Geist, dort haben wir von Christus. Das ist ewig. Dort wird von unserem Vater schauen, dort wird von Fleisch geboren wird, dort ist bloß für die Zeit und dann sterben wir. Aber dort wird wir von Christus kriegen und wir dort annehmen, dort ist ewig Leben. Dort wird nie nicht abhören, wird nie nicht vergehen. Und dort kommt durch Christus, durch Gott, sein ewig Leben jetzt wird, sagt er hier. Dann lesen wir in 2. Korinther Kapitel 5, in Vers 17, sagt er, deswegen, wenn wer in Christus ist er ein neuer Mensch. Dort, wo er vorher wir, ist nicht mehr, er ist nu wird nie geworden. Das ist die Arbeit, was Jesus Christus durch sein Geist und durch die Kraft von seinem Wort an uns arbeiten wird. Wenn wir in Christus sind, sagt er, dann sind wir ein neuer Mensch geworden, das Alte ist nicht mehr, das ist vergangen, nu sind wir ein neuer Mensch. Das wird bloß Jesus allein arbeiten.
Du wirst sehen, heute die Freude beim Barm, wenn du die Gabe Gottes kannst, dann wirst du mich gefragt haben, und ich würde die haben, Leben jetzt, wo er je gibt. Wat je dit bidt hij in jeden einen an, wie immer du will. Er sagt, wie immer die Namen des Herrn wird anrufen, die wird seilig worden. Das ist Gott sein Wort, das ist mein Wort. Lest ihr da nur in Römer Kapitel 10, Vers 13. Wie immer die Namen des Herrn wird anrufen, die wird seilig worden. Sie, dit hat hij mehrlich gemerkt en rein gemerkt für uns. Und er will nicht, dass uns wer soll verloren gehen. Er will nicht haben, dass wir doch wieder sollen als Sklaven in einem Gesetz leben. Wie gesagt, das Gesetz kann uns nicht frei machen, das kann uns nicht Leben bringen. Das bringt uns bloß, was du, dass wir anerkennen, uns fehlt in Erlöser. Und wenn wir den Erlöser annehmen, sagt er dann, der sein Geist kommt und wohnt in uns. Und dort ist das neue Leben, dort ist so als Leben jetzt Leben ja Strom, wo der überrandet von uns. Dort verändert uns, merkt uns ein neuer Mensch. Das Alte ist weiter, als nicht mehr so, dass ich immer wir, die Dinge, wo wir immer mit kämpfen, und das alte Körper, und das alte Fleisch, dort ist nicht vorbei. Nu auf einmal haben wir sich, nu auf einmal haben wir die Kraft, die Fähigkeit, in der Weisheit reich zu leben, was wir erst allmählich können. Ein junger Mann, der mit mir merkte, vielleicht 2-3 Wochen 3, wo er anerkannt, dass wir ein Sklave sind. Und er nahm eine gewisse Sinn, wo er lang mit gekämpft hat und immer probt, zu überkommen. Und er hat sich ein paar Tage vergeholt und dann wieder mal 3 Tage gefallen und hat allmählich könnt. Aber in paar Wochen 3 nahm er Jesus an und nu sagt er, nu fordert mich diese Sinn nicht mehr, sagt er. Er wird ganz frei geworden davon. Gott hat ihm losgemerkt davon. Nu wie ein neuer Mensch, weil das, was passiert, wenn Jesus Christus eine Arbeit an uns steht. Wenn wir uns selbst zusammenkriegen in dem Gesetz, was wir für Menschen sind, und dann, wie Christus anrufen, der du sagst, wenn du die Gabe Gottes kannst, und nie Frau warst, ich will die Leben, jetzt wo da geben sind, was in die, was aus einem Eberrand geboren worden, dann wirst du ein neuer Mensch sein, alles wird vergehen, und du wirst ganz nie sein. Das ist, was passieren wird. Und das, was er will, in jeder einer von unseren Lebens tun. Dann werden wir noch drehen, nu Römer Kapitel 8, und da will ich mehr Versen lesen, und hier sei wie, was das neue Mensch für ein Mensch ist. Und wir wollen bis Titel ein paar Dinge hier kicken. Römer Kapitel 8, Vers 1, sagt er, dann ist nu nicht mehr verdammliches, oder nicht mehr zu verdammen, und die in Christus Jesus sind. Die nicht so leben, als das Fleisch verlangt, aber so, als der Geist dort verlangt. Der Geist, der Christus Jesus Leben gibt, hat mich durch sein Gesetz von der Sünde in den Tod sein Gesetz frei gemacht. Das, was passiert, wenn Gott sein Geist an uns nennt, von wie den nennen lassen, der bringt es Verändernis. Und check mal in halbwegs in Vers 3, sagt er, dort tät Gott. Das ist nicht, was wir tun. Dort tät Gott. In Vers 4, dort an uns können vorgebracht werden, was das Gesetz verlangt, die wir nicht so leben, als das Fleisch verlangt, aber so, als der Geist dort verlangt. Sie, die Gerechtigkeit um Gesetz, nur wo das Gesetz nicht zu sein hat, nicht sein kann, die Gerechtigkeit, der Gott sein Geist in uns schaffen. Und das sagen wir nicht mehr, ohne das Gesetz. Vers 5. Die noch fleischlich sind, beschäftigen sich mit dort,
wird zum Fleisch gehört. Die, die nach ihnen gesagt sind, die noch fleischlich sind, die sind immer bekämmert mit dort, was man das Fleisch zu tun hat. Was zu eten und was nicht zu eten. Was zu trinken, was nicht zu trinken. Was untertragen und nicht untertragen. All die bütterste Dinge. Wo ein Heiljen zu holen und wo nicht zu holen. All diese bütterliche Dinge, du mehr beschäftigen diese. Aber wenn Gott sein Jesus nennt, er sagt, er macht uns frei von dort Gesetz, von der Sünde in den Tod sein Gesetz, hat er uns frei gemacht. Das tut Gott. In Vers 6, der letzte Part Vers 6 sagt er, wer über den Geist hat, für den meint dort Leben in Frieden. Wer den Geist hat, für den meint dort Leben in Frieden. Und das ist, wo wir alle hingeran sind. Kijk mal in Vers 9. Sagt er, aber je sind nicht im Fleisch, je sind im Geist, wann Gott sein Geist wirklich in jünd wohnt. Und so hier müssen wir uns fragen, sind wir nach ihnen gesagt, sind wir nach Sklaven oder sind wir all frei geworden? Wenn du die befängst von dir, nach ihnen die Schuld und den Druck von den Gewissen, von Sinn, von das alte Leben, dann kommt nur Jesus. Der wird die Leben jetzt weitergeben. Der hat die Schuld all betont, und wenn die anbekannt, als er zugereicht hat, verjäft die, reinigt die, und jeft die Leben jetzt weiter, sodass du kannst wirklich lebendig sein. Und dann in Vers 18 sagt er, wann die vom Heiljen jetzt regieren lassen, hat das gesagt, nicht mehr zu sein. Wann wir uns von den Heiljen jetzt regieren lassen. Der will uns regieren. So, wenn wir nicht uns von den Geist Gottes regieren lassen, dann sind wir in dem Gesetz, und dann wo wir regiert. Vom Gesetz und von uns wird verlangt worden, was das Gesetz sagt. Und durch uns wird keiner bestehen bleiben. Mocht ihr tauren, kommt nur Jesus. Lot sein jetzt in jünd wohnen, in jünd regieren, dann hat das Gesetz zu jünd nicht mehr zu sein. Dann kann je so leben, als Gott hat gefällt. Und bloß dann. Wer wird beten? Dankeschön, Herr Jesus, für dein Wort. Dankeschön für den Preis, was du betont hast. Und dass du das hast mehrlich gemerkt, dass alle können nur die kommen. Und dort annehmen, was du vollbracht hast, was du betont hast. Und versprechen hast, dass all die sich die Hand geben, die sich nicht schämen für die, aber die sich öffentlich in 100% vom Herzen sich die geben tun. Die sagst du, die wirst du Leben jetzt weitergeben, sodass ein wird so aus ein ewerande Baum sein, wo der andere auch werden kann, das Leben jetzt weiter schmecken sein, wo Gott du Herr bist. Help uns, dass wir uns würden von denen jetzt regieren lassen, sodass wir würden leben in einem Weg, wo die wohlgefällig ist. Denn unser das Gesetz, in der die Gesetzeswort in keiner dort vollbringen, und du hast dir kein Gefallen nicht an, aber du hast einen großen Gefallen an dort, wo den sehen, Herr Jesus, am Kreuz in dem Grab vollbracht hat. En recht gemerkt heb, voordat gemerkt heb, en aanbieden dat, al die nu aankomen en nu aanblijven. Dank zijn dafür, Herr Jesus. Amen.
Tiefer, tiefer, lass in deine Liebe, Herr, mich dringen ein. Höher, höher, aufwärts lass mich steigen durch die Gnade dein. O tiefer, Herr, mich führ, tiefer, Herr, mich führ, und höher hin zu dir, höher hin zu dir, auch tiefer, Jesu mein, führ mich in dein Wort hinein. Tiefer, tiefer, Heiliger Geist von oben, tiefer führe mich, dass mein ganzes Leben dir zur Ehre hier gestalte sich. O tiefer, Herr, mich führ, tiefer, Herr, mich führ, und höher hin zu dir, auch tiefer, Jesu mein, führ mich in dein Wort hinein. Tiefer, tiefer, ob durch schwere Proben es auch gehen mag. Dir, o Herr, will treulich ich im Glauben folgen Tag für Tag. O tiefer, Herr, mich führ, tiefer, Herr, mich führ, und höher hin zu dir, auch tiefer, Jesu mein, führ mich in dein Wort hinein. Tiefer, höher, jeden Tag in Jesu möcht ich sein versetzt, bis du mich in deine großen Liebe einholst dann zuletzt. O tiefer, Herr, mich führ, tiefer, Herr, mich führ, und höher hin zu dir, auch tiefer, Jesu mein, führ mich in dein Wort hinein.